Der Homer hat auf Twitter geschrieben und der Frozy Legend hat unter das letzte YouTube-Video geschrieben: Pat, was hast du eigentlich am 15. Januar 2015 gemacht? Das Video. Ich habe den ganzen Tag gelernt und Shit erledigt und habe eben darum gar nicht viel erlebt und darum habe ich gedacht, jo, machst ein kurzes Q&A. Und gerade am Anfang, das würde ich vielleicht regelmäßig machen, wenn ich gerade wirklich nicht viel erlebt, dann ist es immer super cool, wenn man ein paar Fragen zum Beantworten hat, weil das macht die ganze Sache wirklich einfacher, weil man dann so ein Programm hat, gerade, wo man durchziehen kann, anstelle von den Daily Vlogs. Ihr könnt es auch auf Twitter unter dem Hashtag AllesPat posten oder ihr könnt es auch auf Instagram unter meine Bilder schreiben. Kommen wir zur nächsten Frage. Der Five Breads hat gefragt, welche Musik hörst du eigentlich? Ich muss ja sagen, ich habe in den meisten Fällen habe ich das Handy auf Shuffle. Wenn ich im WLAN bin, dann streame ich Musik direkt aus dem Internet über Amazon Music. Und sonst, wenn ich nicht WLAN habe, dann habe ich auch Musik runtergeladen. Und was das für Musik ist ziemlich einfach erklärt. Das sind viele deutsche und Schweizer Künstler, darunter zum Beispiel der Dodo, Sportfreunde Stiller. Ich habe sogar etwas vom MC Fitti auf dem Handy. Ich finde aber auch Kraftklub und Peter Fox mega geil. Und international habe ich zum Beispiel, und das ist mehr wegen der guten alten Zeiten, als ich noch ein Teenager war, dort habe ich viel Skatepunk gehört. Sum 41, Blink 182, Avril Lavigne, Good Charlotte, was habe ich noch? So ein paar Bands, die Ska angehaucht haben, zum Beispiel The Real Big Fish oder auch Goldfinger. Ich höre aber auch gerne Rap, und zwar, und jetzt wundert euch vielleicht, aber ich höre auch mega gerne Kollega zum Beispiel, weil ich finde, der Typ hat einen mega geilen Flow. Der kann reimen wie sonst etwas, der macht die geilsten Punchlines. Und der zweite deutsche Rapper, den ich richtig feiere, das ist der Marteria. Auch das ist natürlich eher eine andere Art von Rap, so ein bisschen linkspolitischer Rap, aber den finde ich auch richtig geil. Und wer auch etwas kann, ist der Alligator. Und aus der Schweiz natürlich nicht zu vergessen, der gute alte Jimma, falls du es siehst. Ein grosses Bündnerland an Jimma, geile Sicht. Ich habe ihn letztens beim Wi-Fi gesehen, darum weiss ich nicht, ob er auch YouTube schaut. Was ich auch cool finde, ist Elektro-Swing. Da höre ich zum Beispiel Caravan Palace oder Parov Stellar. Cool finde ich aber auch den Prolator. Ich habe auch auf dem Handy ein Album von Alle Farben und auch von Bruno Mars. Also ihr seht, es ist mega durchmischt und am geilsten finde ich, wenn du gar nicht weißt, welches Lied es kommt und der nächste Track einfach eine Überraschung ist. Oh, und was ich letztens gefunden habe, die habe ich vorher nicht gekannt, ist der Royal Republic. Die finde ich auch richtig geil. Der Five Breads hat übrigens auch noch gefragt, warum man meine Abozahl nicht sieht. Ich weiss nicht, es ist irgendwie, hat die Einstellung automatisch umgestellt. Ich habe deren nicht umgespielt. Ich habe es jetzt auch wieder zurückgestellt, jetzt sieht man sie wieder. Ein Kanal, den ich vorher gar nicht gekannt habe, ist Storyflow. Storyflow ist ein Bärli aus, ich glaube, aus Aarau. Stimmt mich nicht, wenn das jetzt nicht stimmt. Ich glaube, ihr seid aus Aarau, oder? Auf jeden Fall, die machen gerade eine Weltreise. Das ist richtig interessant. Schaut mal bei denen vorbei. Finde ich lässige Videos. Die haben unter 100 Abonnenten, Leute, das müssen wir ändern. Und die fragen, wie man als Schweizer im schweizerdeutschen YouTube kann durchstarten. Und das ist eine mega gute Frage, weil ich weiss es im Prinzip auch nicht. Es gibt so eine Erfolgsformel auf YouTube. Die ist regelmäßige Uploads, guter Content und gute Community-Interaktion. Das Problem ist, das haben wir im Prinzip alles und trotzdem funktioniert es nicht. Und darum glaube ich, es hat noch einen vierten Faktor und das ist Cross-Promotion. Das heisst, es ist mega wichtig, dass ihr mit anderen YouTubern zusammen interagiert und so das Publikum könnt quasi erweitern. Wenn also jemand Lust hat, mit mir mal ein Video zu machen, soll er sich melden. Dann wollte ich mich noch ein bisschen für Lob bedanken. Der Noah von Leicht aufgewärmt schreibt, er liebe meine Vlogs. Ich liebe deine Videos auch, finde ich geil. Und der KFL Gaming schreibt, endlich mal ein Zürcher, wo man schauen kann. Ja, merci. Ich gebe mir Mühe. Auch noch vielen Dank an dich, Lars Luca. Du schreibst einmal unter jedem Vlog, finde ich richtig nice. Merci vielmals. Auch du hast geschrieben, dass es ein cooler Vlog ist. Das freut mich mega. Wirklich, das ist etwas vom Lässigsten auf dieser Plattform, wenn du unter deinen Videos liest, die Leute haben Freude an diesem Video. Weißt? Also wirklich, die Abozahl und die Like-Zahl ist nicht ausschlaggebend. Wenn einer drunter schreibt, er feiert es mega, dann ist das mehr Motivation als 10 Daumen nach oben. Wirklich, es ist ja so. Also, das war eine kurze Ausgabe von dem Q&A. Wenn ihr weitere Fragen habt, schreibt es eben, wie schon gesagt, unten in die Kommentare oder auf Twitter oder auf Instagram. Wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, dann lasst ein Abo da. Und ich würde sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Also bis morgen.